Sehr gut. Schön überbrückt. Jetzt haben wir Oli Danke wieder dir. back on the mic. Ja. Also nicht auf mir, sondern am Mikrofon. Genau. Oli, macht der Heinz stolz. Genau. Ich muss Odi seine Ehre retten, wie ich in der letzten Episode versprochen habe. Genau. Und zwar deine Wörtchen sind gesehen. Deine Wörtchen sind gesehen. Aha, ich meine, du sagst es. Ich weiss es eben nicht mehr auswendig. Aha, meine Wörter sind Marco Odermatt, langsam und Dopingskandal. Oh, jetzt musst du die Haut von Marco Odermatt retten. Genau. Oh, warte, wir haben etwas vergessen. Achtung! Marco Odermatt! Sehr gut. Also, bist du bereit? Ja, willst du das Knöpfchen drücken? Absolut. 3, 2, 1. Es ist für uns alle doch sonnenklar, Marco Odermatt ist unser Top-Skistar. Der Wohlstand, der uns mit ihm in die Chance ist gefallen, haben wir mit offenen Armen empfangen. Siege um Siege, die uns zum Staunen bringen, dass unsere Augäpfel regelrecht aus der Augshölle springen. Fans tun wie Pilze aus dem Boden schiessen und weltweit die Schweizer Fahnen hissen. Aber für die Österreicher ist er ein zweischneidiges Schwert, bringt schlechte Luft und kein Preisgeld. Jeden Kampf um Plätze auf dem Podest zu erzwingen, endet in einem Schuss gegen hinten. Der Jungspund, der sich zum Wolf im Schafspelz entpuppt, lässt die Gegner im Trüben fischen, bis sie die weisse Fahne müssen hissen. Langsam sind die Gegner nie, 2-3 Sekunden zwar hinten drin, aber um die Knacknuss zu bezwingen, müssen sie neue Mittel erfinden. Nicht nur eine bittere Pille soll es sein, nein, beim nächsten Rennen haben die Gegner noch ganz anderen Stoff dabei. Ein Schweizerei mit Aromat, weil so eins ist der Odi vor jedem Start. Um mögliche Dopingskandale zu umgehen, müssen die Sportler regelmässig Herz und Nieren haben. Aber wegen ein paar Eier gibt es keinen Grund, in Besorgnis zu fallen. So wird unser Odi diese Saison regelrecht an den Hörner gepackt, aber so schnell bringst du ihn nicht aus dem Takt. Schlussmoment bleibt dagegen nichts anderes übrig, als mit Händen und Füßen zu wehren und den Weg zu weiteren Titeln mit Schnelligkeit auf irgendeine Geissart zu versperren. Hopp, Odi! Wir stehen hinter dir und als Ansporn widmen wir dir den Poetry. Wow, sehr schön. Dankeschön, Super. Ja, leider den Applausknopf nicht, aber den dürftest du sehr gerne für dich drücken. Das macht nichts, ich weiß auch nicht gerade, wo er ist. Aber was ich erwähnen will, ist, warum ich die Kamera aufgestellt habe. Nämlich ist mein Ziel, das will ich jetzt hier zuerst mal erwähnen, dass du hörst, dass Marco Odermatt oder seine Fangemeinde oder dass irgendjemand, dass wir den Poetry für Ansporn in die Saison ihm übergeben können. Dass wir das ihm näher bringen. Natürlich, dann müssen sie einfach zuerst noch eine Stunde von unserem Gelaber lassen. Ja, das wäre das Problem. Darum habe ich gedacht, setze hier die Kamera auf, und nachher können wir das als Video senden. Hey, das ist eine super Idee. Ja. Sehr gut, sehr gut. Genau, darum liebe Fangemeinde von Marco Odermatt oder Marco Odermatt höchstpersönlich. Wir wollen dir den Poetry widmen und hoffen, dass du den hören kannst. Und Genau. dass du einfach Vollgas gibst und wir sind stolz auf dich und freuen uns auf die weiteren Rennen. Und egal was ist, Wir stehen hinter dir. wir stehen hinter dir. Und darum würde ich sagen, geben wir zum Schluss von diesem Video nochmal unser gute, altbekannte Achtung! Marco Odermatt! Juhu! Alle! Go, go, go! Sehr gut, Video fertig. Fantastisch. Wir Kann man lassen jetzt einfach laufen? Ja, Vielleicht komm, wir passiert lassen. ja noch etwas Lustiges. Vielleicht explodiert ihnen noch das Mikrofon oder so. Ja.